Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, das Ergebnis kennt ihr, den Spielverlauf habt ihr eventuell auch verfolgt. Und nun ja, das hier ist so mein kleines Fazit dazu, beziehungsweise meine Reaction auf das kleine Freundschaftsduell am gestrigen Samstag. Naja, klein eher nicht. Ja, was soll ich sagen? Letzten Endes habe ich vielleicht recht damit gehabt, dass wir verlieren. Die Höhe war zwar falsch prognostiziert, aber ich muss sagen, wir waren schon in vielen Phasen gleich auf mit dem BVB. Allerdings, ihr wisst ja, dass es dort zu einer Szene kam, die wahrscheinlich spielentscheidend war. Lasst uns ein paar Worte dazu verlieren. Also gestern fand ich uns insbesondere in der ersten Halbzeit doch richtig gut. Ich meine, der BVB war natürlich über weiten Strecken die gefährlichere Mannschaft, aber besonders in Halbzeit 1 fand ich unsere Leistung mehr als gut. Also wir haben ihnen wirklich, ich will nicht sagen Paroli geboten, aber wir waren im Nachhinein doch richtig gut dabei. Ihr habt sicherlich auch den Sololauf von Said Elmala gesehen, wo es beinahe zu einem Tor gekommen wäre. Der Ball geht knapp vorbei. Das war zum Beispiel die Situation, wo ich sagte, wow, der Junge will sich heute richtig beweisen. Er will wirklich zeigen, dass er es drauf hat. Und das auch vor einem größeren Publikum, also einem etwas größeren Publikum und gegen eine stärkere Mannschaft. Und ja, phasenweise hat er auch überzeugt, aber ich muss auch sagen, so sehr ich ihn auch lobe, diesmal muss ich etwas an ihm kritisieren. Es gab einige Situationen, da hätte ich mal gesagt, spiel mal lieber den Ball ab. Also ich denke mal, der Junge wird sicherlich auch seine Lehren aus diesem Spiel ziehen und Kwasniok wird ihn sicherlich auch ins Gespräch ziehen auf seine empathische Art und Weise. Und wir müssen uns auch daran erinnern, dass ein Cristiano Ronaldo auch mal zurechtgewiesen werden musste von Sir Alex Ferguson. Weil da gab es auch damals bei seiner ersten Zeit in Manchester die ein oder anderen Situationen, wo er halt zu egoistisch agiert hat. Es war jetzt nicht so extrem bei Said gestern, aber ich denke mal, er muss dann doch noch hier und da ein paar Dinge lernen, was aber vollkommen okay ist. Der Junge ist gerade mal 19 Jahre alt und seine Sinne werden noch geschärft werden bezüglich dessen. Das soll nicht heißen, dass er kein mannschaftsdienlicher Spieler ist. Er ist halt sehr von sich überzeugt, was aber keine Arroganz ist, meiner Meinung nach, sondern er weiß einfach, dass er es drauf hat. Und das auch schon seit seiner Zeit bei Viktoria. Und da gibt es halt dann diese ein oder anderen Situationen, die dabei entstehen. Weil das Ding ist ja, er kann es ja. Er kann diese Sololäufe und er kann solche Dinge auch alleine entscheiden. Aber gestern hat das halt nicht geklappt. Es gab 2 Situationen, da hätte er mal besser abspielen sollen. Nichtsdestotrotz, ich sag trotzdem, das war eine doch wieder recht überzeugende Leistung von ihm. Ja, ab der zweiten Halbzeit dann war der BVB dann doch die gefährlichere Mannschaft. Wir haben uns auch immer mehr und mehr zurückgezogen und nun ja, einzelne Szenen möchte ich da jetzt nicht herauspicken. Wir werden jetzt nicht das ganze Spiel Revue passieren lassen in allen Einzelheiten. Alles entscheidend war dann der Faktor, dass Lukas Kwasniok sein Wechselkontingent dann irgendwann ausgeschöpft hatte. Und dann, ich dachte schon in der 80. Spielminute, ja okay, ich glaube, wir könnten heute hier mit einem Unentschieden nach Hause gehen. Vor allen Dingen, weil bis dahin Marvin Schwäbe eine herausragende Partie abgeliefert hat. Wirklich, das war gestern eigentlich der beste Mann auf dem Platz. Auf beide Mannschaften bezogen. Auch alle Kommentatoren waren sich einig. Lothar Matthäus war ja bei Sky der Kommentator und hat da wirklich nur überschwänglich lobende Worte für ihn gefunden. Und da kann ich auch nur zustimmen. Das war gestern wahrscheinlich die beste Partie von ihm in dieser Saison. Ja, und dann passiert in der 82. Spielminute nach einem Zweikampf mit Guirassy, verdreht sich Timo Hübers das Knie. Und zwar so extrem, dass er minutenlang behandelt wurde. Lukas Kwasniok hat hinterher auch noch gesagt, dass er geweint hat. Und wir müssen jetzt mal davon ausgehen, dass das eventuell sein Saisonaus bedeuten könnte. Weil hier wird von mehreren Monaten gesprochen. Noch gibt es keine feste Diagnose. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm, aber Knieverletzungen, ja, das ist meistens mindestens das Saisonaus. Und deswegen auch gute Besserung an Timo Hübers. Sowas wünscht man natürlich keinem. Ich hoffe, wir werden dann einen passenden Ersatz für finden in der Abwehr. Ich finde es immer mal wieder gut, wenn Erik Martel in die Innenverteidigung rückt. Das kann er richtig gut. Ich hoffe, dass das dann klappt, aber ich gehe mal davon aus, dass wir auch uns in der U21 dann auch für die Tiefe des Kaders bedienen müssen. Nochmal zum Thema Tiefe des Kaders. Ich finde es ja gut, was Lukas Kwasniok da macht. Wir hatten jetzt jahrelang Trainer, die nicht das komplette Wechselkontingent ausgeschöpft haben, obwohl es in vielen Phasen auch nötig war.
Besonders Steffen Baumgart hat darauf verzichtet, obwohl das Wechselkontingent dann irgendwann während der Pandemie aufgestockt wurde auf 5 Spieler. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, diesmal hat er es schlecht getimt. Und vielleicht wird er auch seine Lehren daraus ziehen und gegebenenfalls vielleicht mit dem 5. Wechsel bis zur 90. Spielminute warten. Ich gehe mal davon aus, dass alle Parteien in dem Punkt ihre Lehren gezogen haben. Weil das war im Nachhinein, muss ich sagen, die alles entscheidende Szene. Wir haben nur noch mit 10 Mann weiterspielen können. Das ist im heutigen Fußball natürlich eklatant. Es ist ja nicht mehr wie damals, zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Spiele Frankreich bei der WM 98 mit 10 Mann zu Ende gebracht hat und dann doch noch gewonnen hatte. Aber wir leben nicht mehr in solchen Zeiten. Das Spiel ist schneller geworden. Deutlich schneller. Und vor allen Dingen gegen so starke Teams brauchst du 11 Mann. Da kannst du nicht mit 10 Mann bestehen. Nicht mit 10 gegen 11. Na okay, ist halt blöd gelaufen, dass nach der Ecke in der 96. Spielminute Bayer dann trifft, also Maxi Bayer, und der Ball halt durch 3 Spieler durchgeht. Ist halt scheiße gelaufen. Ich denke mal, das hatte auch einen negativen Impuls, dass da jetzt ein Mann fehlt. Der aktuell, muss man ja trotzdem sagen, wichtigste Innenverteidiger bei uns. Und das war die alles entscheidende Szene. Sonst wären wir vielleicht mit 0:0 nach Hause gegangen. Definitiv mit 0:0, by the way. Weil, guck mal, noch eine Sache zu guter Letzt, wo ich jetzt mal wirklich etwas Real Talk machen muss. Wir haben jetzt 8 Spiele gespielt. Ragnar Ache hat gestern auch schon wieder gespielt und schon wieder nicht getroffen. Und ich mache mir langsam Sorgen. Ich mache mir wirklich langsam Sorgen, dass ich mich in ihm getäuscht habe. Oder wir alle. Und auch Thomas Kessler. Ich meine, okay, alle Zeichen hatten darauf hingedeutet, dass es wirklich ein guter Transfer sein könnte. Wir haben ja alle seine Leistungen in Kaiserslautern gesehen. Aber wenn ich jahrelang einen Steffen Tigges kritisiere, dann kann ich natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass ein Ragnar Ache aktuell kein Scheunentor trifft. Wir haben bald eine zweistellige Anzahl an Spieltagen und der hat nicht einmal getroffen. Ja, und da mache ich mir natürlich Sorgen, weil ich will das nicht, dass das ein Transferflop ist. Ich war so überzeugt von dem Jungen. Ich wollte ihn, das war mein Wunschstürmer. Ja, und jetzt muss ich meine eigenen Worte wahrscheinlich dann bereuen. Da muss jetzt endlich was geschehen. Der Knoten muss platzen, am besten bereits schon Mittwoch. Weil da spielen wir im Pokal gegen die Bayern. Ich erhoffe mir nicht viel davon, aber wenn, dann erhoffe ich mir wenigstens ein Törchen von ihm. Ich mache mir da echt Sorgen. Ich meine, ich will da jetzt nicht zu sehr draufhauen, aber bis auf diese eine Szene, diese Vorlage in Regensburg, haben wir gar nichts von ihm gesehen. Und das ist das Problem. Ich mache mir langsam Sorgen, dass das unser absoluter Transferflop sein könnte. Wir haben solche Hoffnungen gehabt. Wir dachten wirklich, hey geil, endlich kommt etwas zusammen, das zusammengehört. Ich kann meine Augen nicht davor verschließen, dass das eventuell ein Flop ist. Aber, naja, wir haben noch ein paar Spieltage, bis die Hälfte der Saison rum ist. Ich versuche noch die Füße stillzuhalten, aber ich kann meine Augen davor nicht verschließen. Letzten Endes haben wir dann leider nicht gewonnen, noch nicht einmal einen Punkt geholt. Ich habe es zwar erwartet, aber gestern lag dann ein Unentschieden in der Luft. Und, naja, diese Verletzung und dieses Ausschöpfen des Wechselkontingentes hat uns diesen Punkt gekostet. Das ist natürlich sehr schade. Ich hoffe, alle beteiligten Personen ziehen da ihre Lehre draus und die kommenden Spiele werden nicht einfacher. Ich male mir nicht viel gegen Bayern aus. Und ich habe mich auch sehr oft beim Tippen gegen den HSV vertan. Der nächste Verein, gegen den wir in der Bundesliga antreten. Keine leichten Aufgaben, die uns bevorstehen. Aber ich denke mal, da ist genug Lerneffekt dabei. Und naja, hoffen wir jetzt mal das Beste, das Bestmögliche, weil insgesamt gesehen ist das doch eine ordentliche Leistung, die wir seit 8 Spieltagen abliefern. Wir haben uns ja nicht irgendwie abschießen lassen. Wir haben gut dagegen gehalten, wir haben mitgehalten und ich hoffe, darauf bauen wir unser Spiel weiterhin auf. Nur halt die kleinen Fehlerchen, die gestern gemacht wurden, die müssen uns zu denken geben und dürfen nicht mehr gemacht werden. Ja, das wäre auch alles, was ich zu diesem Spiel zu sagen habe. Was auch super war, ist diese Aktion von den BVB-Fans. Ja, Geisbockheim als Heimat des 1. FC Köln erhalten. Finde ich geil, dass diese Solidaritätsbekundungen weiterhin vorhanden sind. Ich weiß, es gibt manche, die nicht meiner Meinung sind. Das ist auch interessant, welche Spaltungen es beim 1. FC Köln gibt. Es gibt Leute, die sind für die Freundschaft mit dem BVB. Dann gibt es die anderen, die halten immer noch an dieser mittlerweile nicht mehr existenten Freundschaft mit dem FC St. Pauli fest. Es gibt Vereinsmitglieder gegen Nicht-Vereinsmitglieder. Es gibt die eine Seite, die mehr Hass auf Borussia Mönchengladbach hat. Und es gibt die Seite, die mehr Hass auf die Pillen hat. Wir haben so einen kleinen Bürgerkrieg bei uns in unserer Fanszene, habe ich irgendwie so gemerkt. Das ist echt interessant beim 1. FC Köln. Aber gut,
ja, das sind so meine Gedanken zu diesem Spieltag und mein Fazit dazu. Und mehr habe ich auch dazu nicht zu sagen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.